vorm Gesetz oder in der Pals vorm Keller vom Kafkas, ihrem Franz. Vorm Gesetz, in der Pals, also vorm Keller, weil in der Pals ist der Kellersgesetz, steht ein Wächter. Zu seljenigem kommt ein Winzer, wo neu will in das Gesetz, also in den Keller. Aber der Wächter sagt zum Winzer, pass mal auf, du kommst doch nicht neu. Der Mann denkt nach und fragt dann, ob er vielleicht womöglich nachher eintreten dürft. Alle hopp, sagt der Wächter. Alleweil aber nicht. Weil aber das Tor zum Gesetz, also zum Keller, offen steht wie ein Scheiertor. Apropos Scheiertor. Prost, Major, ein Brezel wie ein Scheiertor, ein Kuchen wie ein Ofenblatt, da werden wir all miteinander satt. Prost. Also, da das Scheiertor vom Gesetz, also vom Keller, offen ist und der Wächter auf Zeit geht, biegt sich der Mann, dass er durchs Tor loren kann. Und wie das der Wächter sieht, lacht der und sagt, wenn du so Heckewelsch bist, probier doch nein zu gehen, obwohl ich dir's verboten hab. Merkt aber eins, ich bin da der Käs und der Meister. Und ich bin sogar nur der Handkäs, der Knecht und der Stift von einem anderen. Von Scheier zu Scheier stehen aber Wächter, das sind Hattrichel, einer iwwerzweicher als wie der andere. Schon wenn ich der dritte anguck, wär ich schäl. Jesus, so verfatz hat der Winzer nicht erwartet, weil das Gesetz, also der Keller, soll doch jedem offen stehen und immer zugänglich sein, meint er. Aber jetzt als er den Wächter in seinem Lodemantel genauer anguckt, sein große Zinge, den lange, dünne, schwarze Belsenickelbart, da sagt er für sich, jo, Allah, ich war doch lieber, bis ich neigelassen war. Der Wächter gibt einen Hottenbock oder einen Kiewel oder irgendwas halt zum draufsetzen und lässt ihn vis-à-vis von der Anna hocke. Dort hockt der Jahr und Tag. Er versucht viel und rackert sich ab, damit er neikommen kann und disputiert mit dem Wächter niewer und riewer. Der wird gar schon ganz heckewelsch und mied durch sein Bittle und Bettle und Bitte. Wobei Bitte gibt's eigentlich nur im Herbst. Der Wächter hört ihn ab und zu auch aus und fragt ihn über die Pals, über der Woi, über der Herbst und vielen anderen aus. Aber es sind halt unnütze und unnötige Fragen, wie sie halt so Saarländer stellen. Aber am Ende sagt er ihm immer wieder, dass er dann doch nicht neilassen Kind. Der Mann, der sich für sein Räs mit viel ausgerischt hat, verwendet alles, auch wenn's noch so wertvoll ist, um den Wächter zu bestechen und zu schmächeln. Der nimmt zwar alles an, gut, außer scheinbar Vernunft, sagt dabei aber auch, ich nehm's ja nachher an, damit du nicht glaubst, was nicht versucht zu haben. Über die ganze Jahr beobachtet der Mann den Wächter fast die ganze Zeit. Er vergisst die andere Wächter und der eine scheint ihm das einzigste Hindernis zu sein, um ins Gesetz, also in den Keller zu kommen. Er blätt vor sich hin über den dabbigen Zufall. In der Anfangsjahre laut und rücksichtslos. Später, als er alt wird, bebbert er nur noch vor sich hin. Er wird kinnisch und weil er bei dem jahrelangen Anblick von dem Wächter auch die Flee in seinem Pelzkrache erkennt hat,
bettelt da ach die Fleh a ihm zu helfen und den Wächter umzustimmen. Alsbald wird er langsam schäl und er weiß nicht, ob es um ihn rum wirklich dunkler wird oder ob nur sei Aare täuschen. Und dennoch erkennt er jetzt im Dunklen einen Glanz, der hell aus dem Tor vom Gesetz, also vom Keller, scheint. Er macht's aber nicht mehr lang. Vor seinem Tod tun sich in seinem Herrn noch alle Erfahrungen von der ganzen Zeit zusammen zu einer Frage verdichte, die er bis jetzt dem Wächter noch nicht gestellt hat. Er winkt ihn zu sich, weil er sich nicht mehr stellen kann. Der Wächter muss sich tief zu ihm nun erbiegen. Was willst dann jetzt noch wissen? Fragt der Wächter. Du bist unersättlich. Herr, pass mal auf. Alle wollen doch zum Gesetz, also in der Keller, sagt dort der Winzer. Wieso kommt's dann, dass wenn alle doch zum Gesetz, also in der Keller wenn, dass in den ganzen Jahren keins außer mir da neu wollt? Der Wächter sieht, dass der Mann schon an seinem Ende ist und seit Dave Ohren noch zu erreichen, plätt er ihn an. Da konnt schon keiner neikommen, weil der Eingang war nur für dich bestimmt. Ich geh jetzt fort und hach es derle zu, Unruh. Und alles weiter, wenn's keine Traube hat. Da fallt im Winzer ei. Leck mich am Käppel. Ich will da nei, das geht ja auch nur mit gutem, anständigem Weih. Bisher hab ich dem ja auch nur ein bisschen scholle Brie angeboten. Der Winzer holt also sein letzt Flasch Spätles, ein graues Gewächs, ein schöner, halbtrockener Riesling raus und sagt zum Wächter: Herr Meister, komm, geh fort. Jo, aller hopp. Was soll man machen? Trinken wir einer zusammen, hä? Der Wächter guckt ihn von oben runter an. Aber eine Flasch Pelzer Riesling kann man halt nicht abschlachen. Der hockt sich an, trinkt, sauft mit dem Winzer die Buddel leer. Sowas hat er ja noch nie getrunken, sowas Gutes. Pelzer Woi halt, ne? Wir wundern uns doch nicht mehr Pelzer. Und was macht er? Er lost der Winzer ins Gesetz, also in der Keller nei. Beide dabbeln se nei und singen, Jesus, überglücklich, selig wie sie sind, von dem gute, schöne Pelzerwei. Wir wären schon früher kummer, mit Riesling ist es auch gar nicht schwer, wenn wir gewusst hätten, dass in dem Gesetz, also im Keller, ein volles Wolfers wär. Ja, und wenn sie nicht gestorben sind, oder sich totgesoffen haben, dann leben sie heut noch im Gesetz, also im Keller, und trinken ein neues Fläschel Riesling, was er sich jetzt von einem anderen Wächter hen kummer lassen. Oder sie lassen sich's natürlich von dem anderen Wächter kummer. Willa, ist doch egal. Ne? Und am schönsten gehen sie zum Fass, ans Reiberle und lassen's einfach laufen. Prost! Prost!